Namen Jesus Christus, dem König, darf ich euch alle herzlich begrüßen zu dem heutigen Morgen oder Nachmittag oder Mitternacht, wann auch immer du jetzt gerade online vielleicht am Mitschauen bist. Du bist herzlich willkommen, da mit uns verbunden, im Namen Gottes, dem Allmächtigen. Hey, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich möchte das kurz noch betonen. Das zweite Lied, das wir gesungen haben, das, das ihr nicht gekannt habt, das ist im Fall ein Lied, das Leute aus unserer Kirche selber geschrieben haben. Und ich finde das so cool, dass auch in dieser Zeit, wo irgendwie vieles lahmgelegt ist, gehen eben gleich noch Sachen. Und ich möchte das einfach hervorheben, wie genial das ist und wie stolz mich das auch macht, dürfen Teil sein von dieser Kirche, die auch in so Zeiten weiterhin Gott sucht und ihn ehrt und ihn lobt und preist. Mit eigenen Lobpreisliedern. Hey, so gut. Das Lied gefällt mir, weil es tut einerseits die Intimität mit Gott betonen, die Nähe, ja, Jesus ist da mit mir. Der Moment, wo es nur ihn und mich gibt. Und auf die andere Seite betont es eben auch die andere Seite von Jesus, dass er nämlich der König ist. Dass er der ist, der auf dem Thron hockt. Und das bringt die zwei extrem zusammen. Ist das nicht genial, dass wir einen Gott haben, der einerseits nahe ist, intim mit uns unterwegs. Und andererseits, dass der Gott eben auch der ist, der alle Macht hat und der auf dem Thron ist. Ich finde das immer wieder faszinierend und das Lied hat das irgendwie so schön zusammengebracht. Yes. Heute am Morgen oder Nachmittag oder Mitternacht geht es um einen weiteren Glaubensheld, nämlich den Glaubensheld Daniel. Ich habe gestern noch kurz mit jemandem darüber austauscht, wieso der Daniel eigentlich sehr einzigartig schon fast ist im Alten Testament und sehr faszinierend. Er ist nämlich einer von diesen wenigen Glaubenshelden, der nicht einmal versagt hat. Es gibt nicht so dermaßen viele Glaubenshelden, die nie zweifeln, nie versagt, nie irgendwie etwas nicht gut gelaufen wäre oder wo sie persönlich versagt haben. Oder? Die andere Person hat dann gefunden, es war sicher ein neuer Nuch. Das ist die einzige Erklärung, die irgendwie Sinn macht, dass das funktioniert. Gell? Okay, wir wissen jetzt nicht, ob er ein neuer Nuch war oder nicht. Auf jeden Fall, er ist ganz sicher ein Glaubensheld gewesen. Und wir wollen heute einfach den Daniel mal betrachten, sein Glauben. Speziell habe ich 3 Ziele für heute mit dieser Predigt, ich kann ja nicht mehr sagen morgen, gell? Mit dieser Predigt. Und zwar sind das 3 Ziele. Erstens, du musst wissen, der Daniel war einer der letzten Propheten im Alten Testament. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, das Neue Testament geht dann irgendwie 400 Jahre später weiter. Was ist eigentlich passiert zwischen den Prophezeiungen von Daniel und dem Neuen Testament, was weitergegangen ist? Also, wir machen heute eine historische Brücke. Also, es gibt ein bisschen eine Geschichtsstunde. Ich hoffe, du hast Geschichte so gern wie ich. Und wenn nicht, es tut mir leid, da musst du jetzt durch. Kannst dich gerade noch mal so ein bisschen Flashback zurückerinnern, wie das war in der Schule. Wir machen heute ein bisschen eine Geschichtsstunde zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir machen das mit einem guten Grund. Weil das Zweite, wenn wir das machen und dann zurück in die Bibel gehen, bin ich sicher, du wirst über Gott anfangen zu staunen. Du wirst über die Bibel anfangen zu staunen. So ist es mir gegangen, als ich im letzten Jahr die Stellen, die wir nachher miteinander anschauen, studiert habe. Ich bin einfach nur da in meinem Büro und habe gedacht, wow, wie gut bist du, Gott. Und der dritte Punkt, souverän bist du, Gott. Du bist es wirklich, was es im Griff hat. Und mit dem wollen wir nachher, das ist das dritte Ziel, ich möchte, dass wir heute Morgen alle da rauslaufen mit der Gewissheit, dass Gott absolut in Kontrolle ist. Dass er es im Griff hat. Dass er es schon immer im Griff gehabt hat und dass er es auch in Zukunft noch wird im Griff haben. Das sind die 3 Ziele für heute am Morgen. Also wird ein bisschen anders sein, als das vielleicht normalerweise der Fall ist. Okay, bevor wir jetzt ein kurzes Porträt machen von Daniel, möchte ich für diese 3 Ziele jetzt noch beten mit uns zusammen. Heiliger Geist, wir laden dich ein,
Du bist der, der alle Erkenntnis gibt in die heutige Zeit hinein, in die heutige Predigt hinein. Du bist der, der mich braucht, der mich befähigt, der mich bevollmächtigt, nicht in meiner Gabe und nicht in meinen Sachen, sondern in dem, was du mir gibst, Heiliger Geist. Und ich bitte dich jetzt, dass du am Wirken bist, jeder einzelnen Person, im Livestream oder da vor Ort, dass du dein Wort, um das heute geht, du tief einpflanzt. Und dass wir heute am Morgen dürfen, im Vertrauen da rausgehen, dass du es im Griff hast, Vater. Es gibt nichts, wo du nicht könntest. Es gibt kein Geschehen in dieser Geschichte von dieser Menschheit, wo nicht über deinen Tisch gegangen wäre. Und so wollen wir dich heute Morgen loben. Amen. Amen. Wenn ihr einverstanden seid, dürft ihr auch mal Amen sagen. Amen. Super. Es ist gut, dass wir Amen sagen können. Das heisst, so ist es. Und das dürfen wir dann auch bestätigen. Jawohl, so ist es. Alright. Porträt von Daniel. Du musst wissen, er hat gelebt im babylonischen Exil. Also er war ein Jude, der am Königshof aufgewachsen ist. Genau, gelebt hat er ca. 530 vor Christus. Und er ist in Babylon im Exil aufgewachsen. Wieso ist er in Babylon im Exil aufgewachsen? Weil wegen etwas, was der Mose schon gesagt hat. Das ist jetzt nicht eine Bibelstelle, die hinten drauf ist. Auf der Folie, ich tue es einfach ganz kurz vorlesen. Schon der Mose hat von dem geredet. Im 5. Mose, das ist der Grund, wieso dass der Daniel im Exil ist. Die Völker werden sich fragen, warum hat der Herr das getan? Was hat ihn so zornig gemacht? Und man wird ihnen antworten, die Menschen dieses Landes haben den Bund gebrochen, den der Herr, den Gott ihren Vorfahren mit ihrem Volk schloss, als er es aus Ägypten herausführte. Sie verehrten Götter, die sie vorher nicht kannten, und beteten sie an, obwohl der Herr es ihnen nicht erlaubt hatte. Deshalb wurde er sehr zornig auf sie und setzte alle Fluchandrohungen in die Tat um, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. In seinem großen Zorn verstieß er sie aus ihrer Heimat und vertrieb sie in ein anderes Land, wo sie heute noch leben. Das ist der Grund. Das ist die Realität, in der sich der Daniel wiederfindet. Er ist aufgewachsen im Exil, nicht in seiner Heimat in Israel, sondern in einer fremden Nation in Babylon. Wieso? Weil das Volk Gottes hat den Bund gebrochen und Gott hat das wahrgemacht, was er ihnen schon lange angedroht hat. Wenn ihr konstant und nicht auf mein Gebot hören wollt, dann werde ich euch ins Exil verfrachten. Und das ist die Realität, in der der Daniel aufgewachsen ist. Und wieso, dass er ein Glaubensheld ist, für mich gibt es viele Gründe, wieso der Daniel ein Glaubensheld ist. Aber wir schauen heute nicht auf die typischen Gründe. Es geht heute Morgen nicht um den Daniel in der Leuengrube oder den Daniel im Feuerofen, wo er krassen Glauben demonstriert hat, sondern der Aspekt, der mich ganz besonders berührt hat an seinem Glauben, ist, dass er trotz all der Umstände an Gottes Souveränität geglaubt hat. Also wenn du einen Schlüsselvers willst aus dem Daniel, dann könnte es der Daniel 5, Vers 21 sein. Wo der Daniel sagt, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Das ist der Glaube, den wir heute anschauen wollen. Wo der Daniel hatte, trotz der Umstände, dass er im Exil groß geworden ist er überzeugt von der Tatsache, dass Gott absolut in Kontrolle ist. Also wir schauen heute die Visionen von Daniel miteinander ein bisschen an. Und jetzt zuerst, bevor wir das machen, einen kleinen Brückenschlag zwischen Altes Testament und Neues Testament. Was ist da nicht alles passiert? Und das müssen wir schnell machen, dass wenn wir nachher in seine Visionen hineinschauen, können nachvollziehen, was die Visionen genau sagen. Okay, wir haben schon gesagt, der Daniel ist gross geworden in Babylon. Ich habe euch ein kurzes Bild mitgebracht, genau historischer Kontext. Das Grossreich Babylon hat Bestand gehabt, 26 bis etwa 539 vor Christus. Also rund 500 Jahre, bevor das Jesus auf die Welt gekommen ist, das babylonische Grossreich. Und das ist so eine Karte von der maximalen Ausdehnung von dem Grossreich. Und du siehst, es umfasst auch Israel. Und so sind sie ins Exil geführt worden. Das ist so eine babylonische Strategie gewesen, wie man mit Untertanen umgeht. Man tut sie einfach von ihrem Stamm, dort wo sie daheim sind, man nimmt sie weg und tut sie im Grossreich an einen anderen Ort versetzen. Also es ist nicht nur den Israeliten passiert, sondern Babylonier haben das strategisch so gemacht, dass sie einfach Volksgruppen immer an einen anderen Ort da haben, auf das sie auch ein gewisses
gewisses Maß an Identität verlieren und neu in das babylonische Grossreich eingegliedert werden. Und das ist die Zeit, das Reich, dort drinnen ist der Daniel gross geworden, als einer der letzten Propheten aus dem Alten Testament. Jetzt, er hat einen Machtwechsel dann miterlebt. Weil nach dem babylonischen Grossreich ist nämlich das nächste Grossreich gekommen, das sind Perser gewesen. Die haben 539 ganz Babylonien erobert und weitaus darüber auch noch andere Regionen. 330 vor Christus hat das persische Grossreich dann sein Ende gefunden. Und eines mehr, eine Karte für euch zum Anschauen, dass man sich vorstellen kann, was die Ausdehnung so eingenommen hat von dem persischen Grossreich. Die haben nicht nur Babylon geschluckt, sondern sie haben auch grössere Teile Richtung Subkontinent Indien eingenommen und die sind auch Richtung Europa vorgestoßen. Also der Xerxes, einer der letzten grossen Könige vom persischen Grossreich, hat einen grossen Feldzug gestartet und hat das Ziel gehabt, Griechenland zu erobern. Das war sein Ziel. Also alle die jetzt so 300 noch gesehen haben oder mal so ein Flashback haben, oder «This is Sparta» und all das, das war der Xerxes, der probiert hat, Griechenland einzunehmen. Zwei Sachen sind schief gelaufen. Das Erste, was sehr blöd war für den Xerxes, ein grosser Sturm hat seine ganze Flotte gegen Felsen getatscht. Und das ist recht dumm, wenn du Griechenland einnehmen willst, weil das sind halt doch relativ viele Inseln und ohne Schiff bist du recht aufgeschmissen. Und das ist einer von den Gründen, wieso das Xerxes sein Marsch Richtung Griechenland keinen Erfolg hat. Der andere ist eben die Dardanellen, das ist dann wieder eben der Leonidas und so, das haben wir gesehen, 300. Und der Xerxes hat dann auch eine Gerichtsverhandlung abgehalten. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, wie er sich selber gesehen hat, ob er sich selber als Gott gesehen hat oder wieso dass er das Gefühl gehabt hat, dass das angebracht wäre. Auf jeden Fall hat er Gerichtsverhandlung einberufen und hat das Meer angeklagt. Also das Meer ist angeklagt worden, dass das Meer was für eine Frechheit das Meer eigentlich hatte, seine Flotte zu vernichten. Und sie haben dort eine ganze Gerichtsverhandlung gemacht und das Meer ist dann schlussendlich auch verurteilt worden und hat 300 Peitschenhiebe bekommen. Wie sinnvoll das genau ist, kann jeder selber beurteilen. Auf jeden Fall, der Xerxes hat dann den Schwanz einziehen und ist wieder zurückgegangen auf Persien. Was er nicht gewusst hat, der Xerxes ist, dass etwa in der gleichen Zeit, nämlich das Jahr 356, ist ein gewisser Alexander in Makedonien, Griechenland, auf die Welt gekommen. Der Alexander war der Sohn von Philipp II., am König von Makedonien. Und der Alexander ist der, den wir kennen als Alexander der Grosse. Er hat das griechische Grossreich aufgebaut. Also 330 war der Machtwechsel von den Persern zu Alexander. Das war der Moment, wo der Alexander Perser in einer grossen Schlacht geschlagen hat. Und der Alexander, wird beschrieben als Naturgewalt. Er muss ein unglaublich charismatischer Leiter gewesen sein. Er hat es auf jeden Fall geschafft, ein Grossreich von dem kleinen Griechenland, bis er ist 32 geworden. Mit 32 ist er gestorben. Also, wenn ich möchte am Alexander nacheifern, dann habe ich jetzt noch 2 Wochen und dann bin ich 33. Also noch 2 Wochen, das sollte lange, um ein Grossreich aufzubauen, oder? Auf jeden Fall, der Alexander hat das geschafft, in der kürzesten Zeit mit gewaltigem Erfolg ein riesen Reich aufzubauen. Also das hat ganz Griechenland, das hat Ägypten umfasst, das ist gegangen bis auf Indien. Also er ist bis auf Indien gegangen in diesen kurzen Jahren und muss sich vorstellen, der ist eigentlich nur von einer Schlacht zur nächsten Schlacht gewesen und ist sein ganzes Leben lang nicht einig unterlegen in einem militärischen Konflikt. Nur gewonnen hat er. Und hat in der kürzesten Zeit ein riesiges, gigantisches Reich aufgebaut. Das Problem war, so loyal sie ihm gegenüber waren, seine Gefolgsleute, so wenig Loyalität haben sie verspürt für sein Erbe. Weil der Erbe war nämlich noch gar nicht geboren, sondern erst noch im Bauch von der Frau von Alexander. Und wo der Alexander mit 32 schon verstorben ist, ist das Grossreich von Alexander dann auch ziemlich schnell verbrochen. Also wie es eigentlich ganz genau gelaufen ist, 4 Generäle vom Alexander haben sich zusammengetan und gefunden, so, der Alexander ist gestorben. Ich fühle mich nicht so mega verpflichtet am ungeborenen Nachkommen von Alexander. Weißt du was? Wir nehmen eine Karte und wir teilen das Reich auf. Es hat eine Vierteilung gegeben von dem Grossreich. Es ist, die 4 Generäle haben sich selber zu jeweiligen Königen erhoben und haben das Reich von Alexander vierteilt. Und haben dann sich selber, also sie haben Norden, Osten, Westen, Süden, haben sie das aufgeteilt.
Und so ist das dann weitergegangen. Und jetzt machen wir einen kleinen Zoom rein. Jetzt tun wir ganz kurz mal schnell reinzoomen aufs Volk Israel. Und zwar habe ich euch das da umkreiselt, wo Israel genau ist. Also Israel ist übergeben worden von einem Reich zum anderen. Der Daniel hat den Machtwechsel erlebt von Babylon nach Persien. Und dann ist es weitergegangen. Der Alexander auf dem Weg nach Alexandria, wo er nach einer Stadt nach sich selber benannt hat, ist durch Israel durch, hat Israel eingenommen, weiteren Machtwechsel erlebt. Und jetzt haben sie in dieser Spaltung, man sieht das gelbe Reich oben, das ist das Reich der Seleukiden. Das wird als Nordreich benannt. Und das blaue, das hier unten, ist das Südreich der Ptolemäer. Also die Israeliten haben zuerst ins Grossreich der Ptolemäer gehört und haben nachher Machtwechsel erlebt zu den Seleukiden. Zu den Gelben. Wieso erzähle ich euch das alles? Fragt ihr euch vielleicht. Es kommt am Schluss. Jetzt möchte ich euch noch einen König vorstellen, eine ganz spezielle Person, die eine zentrale Rolle eingenommen hat in der Identitätsfindung der Juden zur Zeit von Jesus. Und zwar ist das folgende Person, das ist der Antiochus IV. Dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, was das so für ein Charakter könnte sein. Der Antiochus IV. Hat sich selber einen Übernamen gegeben. Und der Übername ist Epiphanes. Jetzt Epiphanes, im Englischen könnte man schon fast ein bisschen erahnen, was das Wort bedeutet. Es ist nämlich Epiphany. Eine Epiphany ist ein genialer göttlicher Einfall. Also weißt, wenn du die Idee hast, die alle Probleme lösen, die du hast, dann ist das eine Epiphany. Also das ist etwas, was dir Götter geschenkt haben, wo einfach so ist, oder? Das ist der göttliche Gedanke. Der Antiochus IV. hat gefunden, weißt du was? Ich bin eigentlich ein göttlicher Gedanke. Also Götter haben einen Stroke of Genius gehabt, also einen genialen Moment gehabt, wo sie mich gemacht haben, der Epiphanes. Und er hat sich selber den Übernamen gegeben, Epiphanes, die göttliche Idee. Jetzt der Epiphanes ist wie gesagt der König vom Nordreich und er ist in konstanten Konflikt mit dem Südreich von der Ptolemäer. Das ist insofern blöd für die Israeliten, weil das Nadelöhr, die Verbindung von diesen zwei Reichen, vielleicht schaffen wir das nochmal zwei Dings zurückzugehen, zwei Folien zurückzugehen zu dieser Karte. Nochmal eins führen. Mit dem Kreisli. Ja, genau. Da sieht man es, oder? Gelb und Blau trifft sich genau dort, wo Israel ist. Sprich, die Israeliten haben konstant Konflikte erlebt zwischen diesen zwei Grossreichen. Jetzt ist der Antiochus ist auf dem Weg ins Südreich und sein Ziel ist eigentlich die Ptolemäer platt machen. Und auch einer steht ein ganz interessanter Charakter. Der König der Ptolemäer hat auch einen ganz lieblichen Spitznamen bekommen. Er ist nämlich mit dem Namen in die Geschichtsbücher eingegangen, Fettranze. Und wenn du eine Statue von ihm anschaust, dann verstehst du auch, wieso dass der den Beinamen Fettranze bekommen hat. Auf jeden Fall, die haben Konflikt miteinander. Und der Epiphanes wollte das Südreich in sein Reich eingliedern. Und die ersten Feldzüge sind sehr erfolgreich gewesen, das hat funktioniert. Zum Beispiel hat er es geschafft, eben auch Israel in sein Reich zu integrieren, was für die Israeliten sehr dumm war. Und er hat dann einen weiteren Feldzug gemacht aus dem Nordreich ins Südreich drin, hat Armeen gesammelt und hat so den finalen Angriff lancieren, um das komplett einzunehmen. Blöd nur für ihn war, dass in der Zwischenzeit das Südreich eine Allianz geschlossen hat. Und zwar hat das Südreich eine Allianz geschlossen mit dem römischen Reich, wo gerade so neu am Entstehen war. Und so ist der Epiphanes, der Antiochus, mit sehr viel Energie und Motivation ins Südreich runtergegangen, hat gedacht, jetzt ist es dann, und hat sich dann wiedergefunden, konfrontiert mit einer neuen Situation. Nämlich ist jetzt dort eine römische Legion gestanden. Es war nicht eine mega beeindruckende grosse römische Legion. Sie ist aber angeführt worden von einem Senator aus dem römischen Senat. Also, der ist dann mit der Toga dort gestanden und gar nicht mit der Rüstung. Aber das Problem war für den Antiochus, wenn er jetzt den Krieg anfängt, dann hat er nicht nur einen Krieg mit dem Südreich, also mit den Ptolemäern, sondern das bedeutet dann auch, dass er im Krieg ist mit den Römern. Und dann gibt es die Szene, wo in Geschichtsbücher eingegangen ist. Es ist jetzt nämlich der Senator gekommen, von dem römischen Reich, ist zum Antiochus gegangen, hat einen Stock genommen und hat einen Kreis gemalt, um ihn in den Sand hinein. Und er hat gesagt, lieber Antiochus, du hast jetzt einen Moment, wo du schnell für dich.
Du musst dir jetzt nämlich überlegen, ob du tatsächlich willst, diese Linie im Sand überschreiten. Also im Englischen gibt es das Sprichwort, oder? You draw a line in the sand. Das kommt von dem historischen Moment, wo der Antiochus dort steht und sich muss überlegen, ob er das macht oder nicht. Und er hat lang und hart überlegt und ist zum Schluss gekommen, dass er das nicht tun kann, dass er nicht einen Konflikt auch noch mit dem Römischen Reich anfangen kann. Und so hat er den Schwanz einziehen und hat wieder zurück heimgehen. Und wodurch ist er gekommen? Durch Jerusalem ist er durchgekommen, auf dem Heimweg. Und mit so richtig gehörig Wut im Bauch. Kannst du dir vorstellen, was das mit einer narzisstischen Persönlichkeit wie einem Antiochus macht, der sich selber die göttliche Idee findet? Und so ist er durch Jerusalem durchgekommen und auf dem Weg heim hat er alle Priester im Tempel hinrichten lassen. Er hat die Religion, die jüdische Religion, verboten unter Androhung von Todesstrafe. Also wenn du dein Kind beschnitten hast, bist du damit schuldig geworden und hast zum Tod verurteilt werden für das. Jegliche 4 Tage der Juden sind verboten worden. Auch zum Teil unter Androhung von der Todesstrafe. Und als wäre das nicht schon genug, ist er auf dem Heimweg, hat er Folgendes inszeniert. Er ist in den Tempel gegangen in Jerusalem, ins Allerheiligste rein, hat alles, was im Allerheiligsten war, rausräumen lassen und hat eine Götzenstatue vom Apollos ins Allerheiligste hineingestellt. Dann ist er vorgegangen zum Altar, der Altar, den du kennst aus der Bibel, wo gebraucht wird zum Gott, zum Jahwe, Schlachtopfer darbringen. Und hat dort am Apollos ein Schlachtopfer dargebracht. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat er zu allem anderen auch noch ein Schwein genommen, als Opfertier. Also es geht nicht schlimmer. Du könntest dir kein Szenario ausdenken, wo mehr beleidigend und schlimmer gewesen wäre für einen gläubigen Jude als das. Also er hat absolut eine Gräueltat begangen in diesem Tempel drin. Dann hat er seine Wut ein bisschen abgekühlt und ist heimgegangen und ist dann auch relativ unwürdig dort dann verstorben in einer Situation, wo ihm nicht würdig war. Und weitergegangen ist es nachher, nach diesen 4 Grossreichen, das ist dann Geschichte, das kennen wir, jetzt kommen wir langsam aber sicher ins Neue Testament hinein, ist nachher eben das römische Grossreich gekommen, als 40 Grossreich, wo Jerusalem und Israel unter seine Herrschaft gebracht hat. Das Grossreich der Römer habe ich jetzt geschrieben bis 70 nach Christus. Das hat dann noch länger bestanden, aber 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Also 63 vor Christus sind die alexandrischen, die 4 Reiche nach dies nach abgelöst worden, erobert worden vom römischen Grossreich. Und so sind wir jetzt zur Zeit von Jesus angekommen. Das ist die politische Situation, wo sich präsentiert im Neuen Testament. Und Antiochus ist zentral, eine zentrale Figur in der Identifikation der Juden, weil das hat eine Rebellion gestartet, die nachher zu einer kurzen Unabhängigkeit geführt hat von Israel, die dann wieder von den Römern zerstört worden ist. Okay, das war die Geschichtsstunde vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Und jetzt machen wir etwas Spannendes. Jetzt nehmen wir nämlich die Bibel und schauen am Daniel seine Prophezeiungen an. Der Daniel hat Visionen gehabt und hat die aufgeschrieben. Und eines mehr, der Daniel hat gelebt etwas 500 vor Christus. Also das sind 300, 400, 500 Jahre vor diesen Ereignissen gewesen, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Und jetzt schauen wir mal die erste Vision von Daniel an. Und zwar ist das der Nebukadnezar, ein babylonischer König, der einen Traum hatte. Und der Daniel kommt jetzt und erklärt den Traum am Nebukadnezar. Der Traum hat folgendermaßen ist das gewesen. Daniel 2, Vers 36. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Du bist der Kopf aus Gold, Babylon.
Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines, Persien. Das dritte Reich, das bronzene, wird die ganze Welt beherrschen, Alexander. Das vierte ist hart wie Eisen, römische Legionen. Es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Also die 4 Reiche schon mal vorhergesagt, wie die werden kommen und welches Reich nach welchem wird kommen. Wir kommen nochmal zurück auf die Vision. Das werden wir ganz am Schluss, da werden wir den Knoten zusammenbinden und die ganze Predigt in ein Paket verwandeln. Jetzt schauen wir eine weitere Vision von Daniel an, nämlich Daniel 11, 1 bis 2. Da redet ein Engel zum Daniel und gibt ihm folgende Vision. Was sich dir nun offenbar wird ganz bestimmt eintreffen. 3, und das ist zu der Zeit vom Persischen Reich. Also wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit vom Persischen Reich. 3 weitere Könige werden in Persien regieren, bis ein 4. die Herrschaft übernimmt, der seine Vorgänger an Glanz und Reichtum weit übertrifft. Auf dem Gipfel seiner Macht bietet er alle Kräfte gegen Griechenland auf. Das ist der Xerxes. Nach ihm kommt ein bedeutender König, der so mächtig ist, dass er alles tun kann, was er will. Doch auf dem Höhepunkt seiner Macht zerbricht seine Herrschaft und sein Reich zerfällt in 4 Teile. Das ist der Alexander. Die nach Norden, Süden, Osten und Westen hin liegen und viel schwächer sind als das vorherige Reich. Keiner der königlichen Nachkommen kann weiter regieren. Das Königshaus geht unter und andere reißen die Macht an sich. Die 4 Generäle, die sich selber zu den Königen erhoben haben. Und jetzt geht es weiter in der Revision. Jetzt springen wir ein bisschen vor bis zum Vers 28. Jetzt beschreibt nämlich der Daniel einen Konflikt zwischen dem Nordreich und dem Südreich in der Vision. Zunächst macht sich der König aus dem Norden mit reicher Beute auf den Heimweg. Unterwegs greift er das Volk an, das mit dem Gott selbst einen heiligen Bund geschlossen hat. Nachdem er dort gewütet hat, kehrt er in sein eigenes Land zurück. Nach einer bestimmten Zeit versucht er wieder, das Südreich zu erobern. Doch diesmal wird es ihm anders ergehen als bei seinem ersten Feldzug. Schiffe aus einem Land im Mittelmeer bedrohen ihn. Er verliert den Mut und tritt den Rückzug an. Ist es nicht krass, wenn du das da lesest und den historischen Kontext kennst, was passiert ist? Vers 30 bis 31. Seine Wut darüber lässt er an Gottes Volk aus. Er zieht alle auf seine Seite, die bereit sind, den heiligen Bund mit Gott zu brechen. Das habe ich vorher nicht erklärt. Das war Hellenismus. Das ist tatsächlich passiert. Der Antiochus hat die Elite von Israel dazu überführt, zum Hellenisten zu werden. Seine Truppen entweihen den Tempel und seine Festung, schaffen die täglichen Opfer ab und führen einen abscheulichen Götzendienst ein. Und ich sage euch, als ich das studiert habe, im letzten Jahr, als ich die Visionen von Daniel angeschaut habe, ich bin einfach nur da gestanden und habe gestaunt ab der Souveränität von Gott. Das, was wir vorher angeschaut haben miteinander, ist einfach historische Fakten. Das kannst du in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Und dann schlägst du die Bibel auf und realisierst in dem Moment, das sind nicht einfach nur historische Fakten, sondern es war nie gewesen, dass Gott Kontrolle verloren hat ab all dem Geschehen in dieser Welt drin. Er hat es schon immer in seiner Hand gehabt und wird es auch immer in seiner Hand haben. Wenn Gott allmächtig war, dann, und wenn er souverän war, dann, wo keine politische Entscheidung nicht über seinen Tisch gegangen ist, dann dürfen wir auch heute darauf vertrauen, dass Gott auch heute in unserer Zeit drinnen ein absolut souveräner Gott ist. Einer, der es im Griff hat. Einer, der nicht überfordert oder überwältigt wäre vom Geschehen in unserer Welt drinnen. Und jetzt möchten wir als Ausblick oder zum Ende nochmal auf die erste Vision von Daniel kommen, mit der Statue. Die hat nämlich noch ein weiteres Element. Und zwar lese ich jetzt schnell vor aus Vers 34. Das ist nicht auf der Folie, ich tue es einfach schnell vorlesen.
Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer der Stein könnte sein? Oder was das für ein Stein war? Wo während der Herrschaft von dem 4. Reich aus Eisen von einem Berg losgelöst wird, ohne menschliches Zutun. Wo der Berg runterrollt, die Statue zerstört und dann fortbesteht in alle Ewigkeit und wachsen wird, bis alle Nationen von dieser Welt ergriffen sind von dem neuen Reich. Daniel 4, 45 und 46. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Und wir stehen da heute und sind Zeugen, dass tatsächlich all das, was der mächtige Gott geplant hat, schon im Grossreich Babylon zur Vollendung gekommen ist in Jesus Christus. Während der Herrschaft von dem 4. Reich ist der Stein losgerollt, hat all die Reich von dieser Erde zur Schande da und hat sich selber ein Reich gebaut. Hat ein Reich gestartet, das ganz anders ist als all die Reiche von dieser Erde. Sein Reich wird für immer und ewig Bestand haben. Du und ich sind Teil heute noch von diesem Reich, wo in einer Vision beim Daniel angefangen hat, wo weitergegangen ist, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, zur Geburt gekommen ist. Und wo seitdem 2000 Jahre lang am Expandieren und am Wachsen ist. Das ist der Gott, den wir dienen. Dem Gott dienen wir. Wo absolut souverän ist. Und das möchte ich proklamieren heute Morgen mit euch zusammen, in unseren Situationen drinnen, in unserer heutigen Zeit drinnen. Wir hoffen nicht auf Reich von dieser Welt, sondern wir hoffen auf das Reich, wo wird kommen und wo wird Bestand haben bis in alle Ewigkeit und zu dem wir heute schon gehören. Es ist Gottes Reich, wo Jesus der König ist, wo er regiert. Amen. Amen. Hey, ich freue mich jetzt gerade so mega fest mit euch zusammen, dürfen dem Jesus alle Ehre geben und ihn zu loben und zu preisen. Der über all diesen anderen Reich steht. Die Band darf sich gerne bereit machen, ich lade euch ein, kommt doch. Und wir werden jetzt dann miteinander einsteigen in ein Lied. Und das Lied ist ein relativ langes Lied. Und ich möchte euch einladen, wir werden in diesem Lied drinnen einen speziellen Moment probieren mit euch zusammen. Nämlich einen Moment von der Proklamation. Ihr dürft ja nicht singen, aber ihr dürft beten und ihr dürft reden. Und wir möchten in diesem Lied, Silvia wird dann sagen, wenn der Moment gekommen ist, möchten wir alle miteinander dem Jesus, dem König, die Ehre geben, mit unseren Worten. Also wir möchten dann alle miteinander einfach den Jesus anbeten, mit unseren Worten während dem Lied. Ich lade euch jetzt ein in die Zeit, wo wir Jesus, den Allmächtigen, den ewigen König, anschauen. Komm, lass uns doch aufstehen, wenn ihr könnt, einfach in seiner Gegenwart